weil ich alle guten schöne guten Mittag. Die gesehen, dass nicht E-Minister, dass nicht zwei Ministerin, sind nicht drei Ministerinnen, mehr vier Regierungsmembern, die hier stehen, für den Avantprojet vom aktualisierten nationalen Energie- und Klimaplan auch zu präsentieren, die vom Regierungsrat auch schon angeholt gehen ist. Der sogenannten PNAC, so wie ihn genannt wird, als Basis von der Lützeburger Energie- und Klimapolitik, den auch durchstellt. Die Regierung beschreibt, dass dieser Plan für Lützeburg bis 2030 auch seine Klimaziele erreichen wird. Ich will just daran erinnern, dass sich hierbei einen europäischen Exerzice handelt. Das heißt also eine Obligation, also auch Ziele gehen im europäischen Niveau, die auch alle EU-Land auch zu erfüllen wird, mit präzisen auch wissenschaftlichen Aufforderungen und auch zeitlich Kontrakten, die auch vorgesehen sind an dem europäischen Ziel, den du hast. Das heißt, alle Land hat auch Obligationen, und die können sich vorstellen, dass es für uns auch ganz wichtig ist, dass wir als Membre Fondateur und noch dem eine Regierung, die sich auch bewusst ist über die Klimakrise, wichtig ist, dass wir auch als Obligationen erfüllen. Und der Umweltminister und auch der Energieminister werden dann noch am Detail mehr auf den Kontinu auch vom PNAC können angehen. Und der Wirtschaftsminister hat auch dann noch die besondere Rolle am Anfang von der Wirtschaft an der Energie und noch an der Klimapolitik wird noch auf hier streichen. Dafür will ich aber nach pur allgemeinen Informationen über da weiß, wie die Regierung diesen Update, wann in der Kason von dem PNAC auch Ugang ist. Für anderthalb Jahr kann den anderen sich noch vielleicht erinnern, dass ich mengeriert zum Etat de la Nation die Schaffung von einem Klimabiergerrot auch annonciert hat. Diese Klimabiergerrot hat über die Summe das letzte Jahr seine Abstimmung auch aufgeschlossen und am September seine Rekommendationen auch der Delegation von der Regierung präsentiert. Es sind 100 Bürgerinnen und 100 Bürger, die repräsentativ für unsere Gesellschaft auch zu Lützeburg selektioniert goen, an die sich am Anfang während ganz viel meint auch Zeit geholt, für sich über das Sujet vom Klimaschutz auch zu beschäftigen. Zu sich mit Experten und auch mit Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch ausgetauscht, also einer den Deals kontrovers diskutiert und zusammen auch Ideen ausgeschafft. Und ich will auch daran erinnern, dass außer den ersten Kick, wo man annonciert hun, dass die Flaskoen ke Politiker sich angemischt huet an ihren Diskussionen. Sie hatten eng egen Dynamik, hatten die Experten an der das Resultat wat man auch präsentieren können. Es sind 142 Einzelmesuren, die für méi ambitiös Klimaziel zu Lützeburg das Resultat der zuweise lässt, so von der Qualität so wie von der Quantität, wie von allem de Courage und Determination. Es schwätzen immer von dem Klimabiergerrot, die am Anfang die Bürgerinnen und Bürger auch hun uns alle Guten auch impressioniert. Sie haben mir so mit ihrer Arbeit auch eindrucksvoll bewiesen, war den am Anfang von einer Konsultation, das nennen die populär, eine Konsultation von den Bürgern am Anfang auch erhoffen kommt. Und sie haben bewiesen, dass sie zusammen in einem Strang ziehen muss, dass wir auch als Gesellschaft müssen zusammen stehen, weil wir die enormen Herausforderungen, auch die den Klimawandel zu springen, wollen zusammen auch umgehen. Und das wird man auch so tun. Es soll nicht ein Exerzice sein, der von top-down soll kommen, mit so etwas sein, was von innen eben Europa kommen ist. Der Erfolg von der Bürgerbeteiligung hängt aber nicht allein von der Qualität von der Rekommendationen auf, aber auch für allem wie Politik das Rekommendationen auch hält an wie viele Ideen auch von der Bürger an Realität auch umgesetzt gehen. Wir wissen, dass man nicht die große Experience haben an dem dortigen Exerzice, aber wir dürfen auch Bürger nicht frohen Meinung an das und das ist aber egal, wer da so. Nee, das soll ihn auch seriös holen. Dann sind höflich, ihr schaut auch mitnehmen zu können, dass da noch von dem Klimabürgerrat einen Impact auf die Klimapolitik zu Lützeburg auch wird holen. Und das ist eine interministerielle Arbeitsgruppe, die auch die proposierten Mesuren von den Bürger auch analysiert. Für dich wird geguckt, ob Mesuren an den Kader von Energie an den Klimaplan auch passen. Das wurde die erste Prämisse. Der PNAC als
nämlich ein ganz technisch Dokument auch mit präzisen europäischen Vorgaben. An den Klimabiergerrot hat sehr gut viel geschafft, hat eine ganz Reihe von den Rekommendationen über die Kader auch vom PNAC auch rausgegangen sind. Das bei 71 Mesuren der Fall gewesen. Das Idee sind aber nicht verloren an ganz au contraire für so, das nicht was zu dienen, da will man nicht machen. Sie werden auch an einer Regierungspolitiken in Form von offiziellen Plänen, Strategie, Reglementer und noch Gesetze abfließen, wie zum Beispiel am Bereich vom Aufall, am nachhaltiger Entwicklung, an einem Naturschutz. Und sie noch schon ein Ritsch von Mesuren, die man selber auch geholt haben, die von ihnen proposiert sind, die auch die Lechtzeit auch da schon direkt weh von haben. Tisch 71 Propositionen leiden so am Perimeter vom PNAC, müssen keine einzige Mesure vom Klimabiergerrot verworfen, wie ich so tun. Die Regierung hat auch dezidiert, dass die Mesuren, wenn sie nicht schon verschiedene umgesetzt sind, auch weiter wie wir gehen. Nur die Analyse von den Mesuren hat den interministeriellen Arbeitsgruppe Mesuren auf 4 Kategorien auch angedeelt. Die erste Kategorie als 5 komplett neue Mesuren, die Lützeburg allein kann, aber wird auch umsetzen. Das Mesuren von dem Dokument, das mir schaut, auch präsentieren werden. 90 Mesuren, die schon bestehende Mesuren verstärken, die Lützeburg allein kann umsetzen. Auch diese Mesuren sind direkt an den PNAC auch angeflossen. An 33 Mesuren, die schon an einer ähnlicher Form existieren, hat der Regierungsrat auch dezidiert, das bestehende Mesuren auch zu bilanzieren, für sicher zu gehen, dass die proposierten Zielsetzungen auch vom Klimabiergerrot auch erfüllt gehen. Wenn das nicht der Fall soll sein, werden wir an der definitiven Version vom PNAC auch eben noch besseren. 14 Mesuren, die Lützeburg nicht direkt und nicht allein kann noch umsetzen, weil sie entweder in den Bereich vom europäischen Recht auch fallen oder weil sie nicht ohne Kooperation mit anderen Ländern auch nicht realisabel auch sie, wenn wir sie nicht mit den Nachbarländern oder mit anderen Ländern giffen machen. Du gehen zum Beispiel das gefragt gehen, für das ob den Nutri-Score, den Lot zum Beispiel ob das Produkt da steht mit ABCD, von mir dat wat den Impact op der Umwelt op de Klima giffen auch machen mir produzieren ganz wenig Verpackungen auch sind do das der ist wohin auch das ist Beispiel wo man tributär aber auch sehr viel Kooperation mit nopisch Länder. Wir haben auch die Idee als Regierung, dass man die Förderungen vom Klimabiergerrot aktiv an Verhandlungen auch auf EU-Niveau mitabringen werden, und dass wir mit anderen konzernierten Ländern an Kontakt auch werden treten für die Umsetzung von dieser Proposition, wie ich vorher gesagt habe, auch zusammen können umzugehen. Nämlich sind wir auch bei den Rekommendationen durch die Experten vom OPC, dem Observatoire de la Politique Climatique, auch vorgegangen. Das meine persönliche Überzeugung, dass der Klimabiergerrot der PNAC haut schon besser gemacht hat, wie in der Uni von vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger auch gewählt wird. Sie sind noch davon überzeugt, dass der proaktive Arbeit von den Bürgern, so wie ich auch vorher gesagt habe, von innen Europa auch die Akzeptanz von der Lützeburger Klimapolitik an der Gesellschaft auch stärkt. Und dabei ist ein Exerzice von der Bürgerabteilung noch nicht aufgeschlossen. Nach heute werden Vertreter vom Klimabiergerrot Gelegenheit kriegen, von den Avantprojekt vom PNAC zusammen mit den verantwortlichen Beamten und Experten auch zusammen können zu diskutieren. Sie können da nur wie übrigens auch alle anderen Bürger ihre Meinung auch die Ragin für das Regierung, die auch konstituieren kann, mit dem Dokument auch für den Sommer der Kommission auch schicken werden. Und auch die Regierung hat nicht dort schaffen. Die Bilan an Gesprächen mit den europäischen Partnern, die ich wiederum zitiert habe, werden noch aufhängen. Genauso wie das Integrieren auch von Bürgerideen an anderen Regierungsdokumenten wie den PNAC. Der Klimabiergerrot sucht also dafür, dass Schritt für Schritt, Mesure für Mesure, hier Ideen auch an die Regierungspolitik auflesen. Der nationalen Energie- und Klimaplan geht so zu einem Plan von den Bürgern und geht ein Energie- und Klimaplan für die Bürger. Von den Bürgern für die Bürger. Und darum geht es an der Klimapolitik nämlich eng. Ich bitte, das sind Menschen. Das soll ich nie vergessen, dass eine Klimapolitik für die Menschen auch aus der Zukunft von unseren Kindern, in Zukunft von unseren Enkelkindern und in Zukunft von uns alle Guten. Wir
wir sind alle Goeten aber auch beim Klimawandel konfrontiert, wir alle Goethe schon Konsequenz etwa in an der Zeit von der Tele kann töet werden op dem anderen op der anderen Seite vom Globus geschieht das bei Eis. Überschwemmung, Drschen, Situationen, die man für auch nicht kann tun, den dem mengt der Klimawandel wir nicht am Gang lieft op einem anderen Planet. Dafür sind wir auch alle Goethe gefordert für unseren Deal auch beizudrohen, dass wir den Klimawandel auch besser an den Griff kriegen. Dann sind wir bewusst, dass die Anstrengungen, die uns die von uns erwartet gehen, dem einen oder dem anderen vielleicht Sorge kann machen. Das als menschlich das muss mir auch meistens bewusst machen, dass Konsequenzen vom Nichtmachen uns nach viel mehr Angst werden machen. Es ist mir auch bewusst, dass viele Leute sich vorstellen über die Finanzierungen von verschiedenen Mesuren, mir auch hinweisen mir, dass Nichtmachen uns viel mehr suchen, geben kosten. Das muss ich bewusst sein, eng intelligent an ambitiös Energie a Klimapolitik haut zu investieren, geht nicht billig, geht mehr billig wie nur, muss Konsequenzen von einer Inaktion, die man giffellosen, zu kompensieren. Haut investieren, geht mehr billig wie nur, müssen sie flecken. Das ist mir wichtig, die Leute zu sagen, dass wir sie als Regierung auch nicht allein lassen werden. Ganz am Gegenteil, wir haben bewusst schon Garantien an den Avantprojekt vom PNEC auch angeschrieben, die sicherstellen, dass neue Mesuren mit Impact auf privat steht, auch proportionell muss sein, an dem sie nicht andere müssen technisch realisabel sind und auch nicht überproportionell Kosten par rapport zu den Nutzen auch verursachen dürfen. Auch eine andere Garantie, die mir ganz wichtig ist, der Staat muss erwähnt Leute bei der energetischen Transition von ihrem Doheim auch weiter finanziell unterstützen. So werden wir auch dafür sorgen, dass Lokataire nicht einfach von klammenden Loyer gehen, durch neue Investitionen an die energetische Transition auch können gehen. Der Staat wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm Investitionen auch an Energietransition tätigen. Aber wir sehen auch, dass der Impact bei den Entreprisen da ist, dass sogar bei den Entreprisen, ich will nicht viel greifen, wir auch eine Reflexion kommen, wie sie beim Klimawandel auch können Platz als Konträr zu sehen, als Opportunität auch zu sehen. Das Investitionen sind gelebt mir Butter notwendig, also sie werden sich dann auch durchbel rentieren. Wir erreichen nicht nur so uns Klimaziele, wir sehen aber auch, dass wir gleichzeitig mehr unabhängig gehen von fossilen Energien. Der Krieg an der Ukraine hat uns nicht alle Götten gewiesen. Und wie wichtig das ist, dass wir nicht von Ländern aufhängen, die am engen von einem Tag zu dem anderen unsere Energieversorgung auch auf den Kopf stellen können. Das ist das auch nach Kriterium, die nicht zu vergessen ist. Wir investieren dafür hier am Land, wir auch am Ausland für die Kapazität noch von erneuerbaren Energie für Lützeburg Bürger und Betriebe auch zu stärken. Nächste Woche werden wir zusammen auch auf Ostend fahren, ob Invitation von meinem belgischen Homolog, von Alexandre Gros, ob es so mit Ländern, die in Achse und Nordsee auch rund für den Ausbau von Offshore-Wandparken auch zu diskutieren. Heute spielt Musik, die wir als Land nicht verpassen dürfen, wenn wir auch uns Energieversorgung für Zukunft aufsichern wollen. Weil das auch Ziel, was wir alle guten und anschließend will ich all den implizierten Regierungskollegen merci so und auch wenn man nicht mehr heute zu feiern stehen, die anderen auch alle guten sie konzerniert und ich sehe au fond la salle eng Rutsch vu Beamten, denen auch ganz große Merci, weil ohne ich wie das ganz auch nicht möglich gewicht. Et wo fir als keine Option haut Fiich umzustellen fir zu so Klimaziele sind als egal. Das ist wichtig, dass man mit diesem Plan auch uns Land als Land gut aufstellen können, eben für die Ziele zu erreichen. Und damit ging ich auch direkt weiter und als Umweltminister stand, den Energieminister und dann, wie ich später noch schon präzisiert habe, auch dem Wirtschaftsminister. Voilà. Merci. Merci. Jo, vielmals merci für das Wort, vielmals merci für die Introduktion. Das ist ganz wichtig, dass wir heute haut zusammen stehen, auch symbolisch, weil den Plan an Klimakrise als eine von den wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen, für denen wir stehen, die Anti-Energiekrise machen, dass wir diesen Plan, den wir schon haben, müssen aktualisieren. Und ich werde ganz kurz zurückkommen, was wir schon haben für das Klima
die Klimaherausforderungen halt zu Lützburg anzugehen. Wir haben also 2020 das schon ein Klimagesetz gestimmt gehen. Das war ein Jahr eher in Europa überhaupt zu einem Klimagesetz kommen, als die Regierung hat immer die Weitsicht bewiesen, hat sich schon ganz frei auch Klimaziele gesagt, die ganz ambitiös sind, sodass die auch lohnen müssen angepasst gehen als such. Was muss angepasst sind eben Ziele am Bereich von der Energieeffizienz, von den erneuerbaren Energien. Wir haben auch neben dem Heuteplan anderen Plan, die als für das Klima langfristig auch eine Perspektive gegen eine Strategie absetzen, aber auch einen Klimaanpassungsplan, den wir auch das Jahr müssen updaten. Da laufen noch andere Bemühungen neben dem Heuteplan. Wir haben auch Sektorialziele, das über das Reglement Grand Ducal, weil letztes Jahr gestimmt ging, auch ein ganz wichtiger Art und Weise für auch die Aufgaben zu verteilen zwischen den verschiedenen Sektoren. Und da kommen schon drauf zurück. Und dann haben wir natürlich, weil die Gouvernance so geht, eine Reihe von Gremien. Der Premierminister hat den Klimabiergerot schon erwähnt. Dann haben wir natürlich auch intern eine ganz gute Zusammenarbeit im Kader von einem interministeriellen Komitee, den den letzten Monaten darüber hinaus natürlich ganz intensiv geschafft hat. Den Observatoire de la Politique Climatique, das ist ein Gremium, das über das Gesetz gegründet ist, aus fusiven Wissenschaftlern, die als auch ganz wichtigen Input geliefert haben, letztes Jahr mit einem Rapport. Mit viele Rekommendationen, die man auch berücksichtigt haben, selbstverständlich. Und dann haben wir die Plattform, wo die organisierte Zivilgesellschaft dran ist. Das geht von den Patronatsorganisationen über Zollariat, und aber auch Umwelt-ONG, die darauf vertrauen sind, die uns auch immer denen wir uns auch immer im Austausch für die verschiedenen Etappen von dem Plan auch vorzubreiten, an die wir auch die 3 Monate werden Zeit tun, hier in Avis zu liefern. Voilà, Heineke ein bisschen einen Blick auf wo wir los stehen. Er gesagt den verschiedenen Aufhebungen, wo auch die verschiedenen Sektoren auch beitragen zu den verschiedenen Emissionen. Die Stadt Orange, das ist der Transportsektor, gesagt, nur Blick, das ist die größten Kontributeure zu, also in Gesamtemissionen halt zuletzt mit 6%. Und dann haben wir neben drin natürlich auch nach dem Gebäudesektor, das die großen, der Landwirtschaftssektor ist den gering angefärbt. Und dann haben wir noch die Industrie, den blauen Bereich. Das heißt, wir haben verschiedene Sektoren, diese verschiedene Stärken auch beitragen. Wir haben zu den verschiedenen Zielen, das muss ich auch so mehr so eine publiziert. Da sind wir auch wenn wir gesamthaft als Ziele für 21 erreicht und als Land haben wir den einzelnen Sektoren nicht immer die alloziert Tonnenzahl pro Jahr dann 21 auch respektiert. Zum Beispiel an der Industrie sind wir bisschen über das Ziel rausgeschossen, nur am Gebäudesektor und dasselbe durch am Aufbaubereich. Wir haben verschiedene Bereiche, wo wir definitiv noch mehr akut Defizite, wo man muss drauf schaffen. Und dafür ist dieser Plan auch ganz wichtig, dass man auch gucken, welche Maßnahmen gehen wir aus, für dass man in Zukunft der Toten noch besser erreichen. Voilà. Was wirkt alles an, ob den Update und die Mise à jour, da schon gesagt, wir haben natürlich die Energiekrise und da schon auch europaweit, es müssen mehr geben, wir haben den ganzen Park von Maßnahmen, die sowohl die Emissionen soll begrenzen, mehr auch als Energiepolitik noch soll besser definieren, mit Fit for 55. Wo man natürlich auch Viergabequoten, die man heute muss berücksichtigen. Das ist ein wichtiges Element mit der Repower EU, was wirklich auch europaweit ganz Länder so ein bisschen auf einer Schiene sitzt, für das man auch ein bisschen mehr energieautark können gehen in Zukunft, dann noch natürlich mehr klimafreundlich. Und dann haben wir die Transition just, ein ganz wichtiges Element auch von diesem Plan, war doch ganz speziell auch mehr am Herz liegt, dass man da die Transition noch nicht machen, ohne dass man die Leute mitzuwählen, die auch Männer verdienen. Das ist ja doch ganz wichtig, dass man den dort Elemente, das ist eine Rekommendation vom Rot, dass man der auch Rechnung drohen an diesem Plan. Voilà. Ich meine, darüber gehe ich raus. Wir haben relativ viel. Ich schaue mal zu denen, dafür gehe ich halt mir sehr über verschiedene Slides. Hier ist aber vielleicht auch nicht wichtig, zu sagen, wo man da mit den verschiedenen Etappen oder wie auch der ganze Plan muss strukturiert sein. Wir haben auf der ersten Reihe, das sind Ziele, wie sie 4 gehen. Also wir haben einerseits natürlich Klimagasreduktionsziel von minus 55% bis 2030. Wir haben ein Langzeitziel, eben neu war das Gesetz. Das ist nicht das Hauptobjekt vom Plan, wo man will klimaneutral sein bis 2050, dann die Ziele, die bleiben, die muss man nicht drucken, wenn man schon für Jahren als relativ ambitiöse Ziele gegen die Lohner über nächste mit den europäischen Viergaben, dann haben wir natürlich, was Erneuerbare angeht, mehr ambitiöse Ziele, auch noch an der Energieeffizienz, ob die den Energieminister erklärt, wer da geht.
Dann nummer die Zweetreider, das war sie sonst mal an der Reglementation, die auch vier geht, wie man den Plan muss abstellen, dann die Dimensionen sind am Anfang Bereiche, wo man muss schaffen muss, eine Dekarbonation schaffen, Energieeffizienz muss man verbessern, wir müssen die Energieapprovisionnement, also die Energieversorgung als Lützeburg auch sichern, über den Halbplan den internen Marché auch regulieren. Anderen muss man auch noch natürlich erst mehr gehen über Recherche und Innovation, dass man Ziele können erreichen. Und dann zum Schluss die Laststreu, das sind am Anfang da, wo Musik spielt, wo als solche Mesure solle greifen von der Industrie über den Transportbereich an den Gebäude, an der Agrikultur, am Aufbaubereich, am Aufwasserbereich, an dann noch der Bereich, den als aufgekürzt LULUCF, das Land Use Change, das am Anfang wie man als Bodennutzung hat zu machen, wie man die sich auch ändert über Zeit, was das für Impact nur auf die Emissionen, weil wenn man langfristig wollen, CO2-neutral sind, dann ist ganz klar, dass man auch nicht nehmen müssen als Emissionen ausschränken, aber wir müssen in Zukunft doch als CO2-Emissionen speichern. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man den Sektor auch weiterentwickeln. Da gibt noch Ziele, die in Zukunft doch werden mehr ambitiös gehen. Natürlich, wir müssen als Böscher stärken, dass wir in Zukunft besser können CO2 speichern und nur als Boden anders nutzen, für dass man da in Zukunft können mehr CO2 auch am Boden speichern. Das ist als Beispiel, das sind die wichtigen Bereiche, die alle Guten an dem also aktualisierte PNAC zu Spruch kommen. Hier auch weil schon dann laschen Detail go just fir Stuze leen, dats dat wirklich immens intensiv abecht war an der lachte Main den Premierminister huet schon gesot am Titel vum Plan selbst vun Energie a Klima jetzt geht natürlich vimi beiz, wann ihr guckt, dass quasi alle Sektor alle Minister den de Pré wie betraff was mat Moosnahmen an dat doch immens gut geklappt, an lachte Main wirklich ganz viel Input durchkrit von einzelnen Repräsentanten von verschiedenen Ministerien. Wir haben da wirklich intensiv zusammen geschafft, auch mit dem Stadtteil, den Herr Nonecker wird kurz Projektionen weisen, die wirklich sonst mal Furie und Moulin waren, die letzte Moment zu gucken, wie können wir die bestehend Utien, die man hier als Emissionen auszuraschen, wie kriegen wir die aktualisiert einerseits, wie kriegen wir auch die verschiedenen Maßnahmen, die man laufend entwickelt, wie kriegen wir die auch projiziert, da gucken, wo kommen wir hin, mit dem, was wir schon an unseren Plan haben, treffen wir das Ziel oder nicht. Das war wirklich so eine iterative Aufgabe, die in den letzten Monaten ganz intensiv betrieben ging. Selbstverständlich schon mal wie den Premier auch schon gesucht wird als Einzelgremien noch sollicitiert, damit Kunden do eben hatten Chance auch noch zusätzlich zum Klimabiergerot eben noch auf den Observatoire der Politik Klimatik konnten zurückgreifen an die Rekommendationen haben wir all evaluiert, also wie es ging, eben auch an den Text, an den Zielen und Mesuren noch angebaut. Das ist wirklich ein intensiv Arbeit gewesen, wo wir ja Generation Draft davor können weisen. Wir kommen mit dem Ganzen auf 197 Mesuren. Die gesieht mat de Farben, das wirklich bisschen noch für die Diversität von den verschiedenen Sektoren an den Bereiche, wo sie greifen, dann noch zu reflektieren, den großen geringen Teil, das wirklich den Energiebereich und noch die Energieapprovisionnement zu Lützeburg. All die anderen, das sind die für von der Agrikultur bis zur Industrie. Davon sind in der Schätzungsweise schon 43 schon am Gang umgesetzt zu gehen, dass wir wie gesagt kein komplett neuen Text, das ist Überschaft 43%, pardon, das sind 43%, die schon am Gang sind umgesetzt, weil eben den Text, dass die schon bestehen, wo man weiter eben noch zusätzliche Maßnahmen dabei kommen, pur neuer, aber auch ganz viel bestehen dann noch zusätzlich verstärkt sind und sind noch die, auf die man heute wollte ein bisschen angehen. Voilà, Transition just schon erwähnt, weil das Transition just du geht nicht nur darum, Klimaarmut zu bekämpfen, mit geht auch darum, sonst mal Mobilitätsarmut zu bekämpfen. Das Leute, die sich nicht gut stehen und die auch sonst mal in einem ländlichen Raum wohnen, die alldach müssen auf der Arbeit gehen, die vielleicht auch noch zu Zeiten schaffen, wo ihnen nicht unbedingt den Bus kriegt, ganz einfach, dann müssen die natürlich auch mehr kriegen. Und dafür haben wir als Beispiel eben also auch Social Leasing, also Leasing-Sozialsmesure gehen, die man muss natürlich klar nach weiter detaillieren, zusammen mit den Office Socio, mit denen Stadt heute noch schon diskutiert tun, die auch ganz gewillt sind, als dabei zu unterstützen, was auch ganz wichtig ist, weil wirklich auch ein Element von Carsharing wird für noch zu evitieren, dass ich so muss, nämlich zusätzlich den Fuhrpark nach Blut treibt. Das ist also just ein Beispiel für die Stadt zu veranschaulichen. CO2-Tax, die wir schon haben, und die auch schon zu einer Haltchen, dann Sozialmaßnahmen, Resetten von Sozialmaßnahmen nachlässt, als ein Beispiel, was wir in Zukunft weiterentwickeln, das ist auch schon angeklungen. Und dann haben wir im Bereich Formation eine Reihe Maßnahmen, und da geht den Energieminister Kiers Donnecker an, jetzt gucken, wie kriegen wir Leute am Handfegel einerseits, die schon da sind, so informiert, dass die in Zukunft doch können wirklich als Hilfe bei der Energietransition und dann zusätzlich noch verstärkt und dann nur noch bei der Ausbildung muss man natürlich auch alles aufpassen und die Berufe vom Mur eben H4 bereden mit einer überschafften Konzept von unserer Ausbildung.
Das war just pur Beispiel, die ich gehen, die gehen ja nur noch am Detail an den einzelnen Bereichen ein bisschen mehr durchgelöscht. Voilà, den Pakt Klima 2.0 den hat zweet opgefordert, dass das wirklich immens gut greift, weil Gemengen in immens wichtigen Akteur sind auch an der Energietransition, weil sie nur bei den Leuten, weil sie Projekte umsetzen auf ihren Territoren, weil dort Leute auch können wirklich schmatzig bedeligen. Das selbst weil die immens gut klappt, wo es Success hat, wo mittlerweile ganz 100% von den Gemengen matro bedeligt sind, an die auch wirklich alle Jahr Mat schaffen, an alle Jahr Menschen auch eine zusätzliche Verbesserung kriegen an ihrem Zertifikat, was wir für paar Wochen nach zum Energieminister Fried hatten noch zu vermitteln. Die Stadt immens gut muss, man die nach dafür auch beibehalten, noch zusätzlich verstärkt. Dann nur mal etwas, was auch schon angedeutet war an dem aktuellen Plan, was wir definitiv müssen ausbauen, dass den Klimapakt für interkommunale Syndikate, zum Beispiel Aufwaldsyndikate, auch Aufwassersyndikate, gilt doch natürlich die Organisationen, die schon da sind, so zu nutzen, dass wir auch da eine bessere Dekarbonisierung hinkriegen, natürlich Aufwasser trätieren, kostet viel Energie, weil wir auch mehr ambitiös sind an dem Bereich, wird dann in Zukunft doch nicht auffallen. Natürlich da muss man als wirklich auch ambitiöse Ziele gehen, eine andere Übereingerschaft richten, auch da weiter erneuerbare Energien auszubauen und das bis 2040 auch da eine Klimaneutralität, was den Bereich geht, zu erreichen. Und dafür ist der Pakt, den noch neu muss kreiert gehen, auch ein ganz wichtiges Element für das dort hinzukriegen. Weil ich gehe nicht, ob es alle gut sind, weil es einfach Zeit wird. Ich sehe immer am geringen Hand rund, dass sie wirklich stehen muss, wo auch die Klimabiergerot oder den anderen Gremium als immer rekommandiert wird, den Observatoire, pardon, wir haben die immer probiert zu machen, für zu weisen, wie eigentlich wirklich neu sind. Von den transversalen Maßnahmen wollte schon wirklich die Tax CO2 gehen, weil das doch ein wichtiges Element ist. Der wisst, dass nichts Neues ist. Wir haben auch schon eine CO2-Tax, die aus 2021 angefordert ging. Und die ist seit dem Januar dieses Jahr auf 30 € Tonne. Ja, sie seit 2021 5 € jährlich an die Lut gegangen. Das ist ein ganz wichtiges Element für Einfluss zu haben, ob die großen Emissionen, die man kriegen aus dem Transportsektor, aus dem Treibstoffexport, das ist heute wirklich eine ganz effikace Meier, wo man das können an den Griff kriegen. Wir haben ganz viel mit dem Stadtteil zusammen gerechnet, wo man hinkommen, ohne Tax, mit Tax, mit einer höheren Tax, und wir haben also geeinigt am Regierungsrat das so proposiert, und wir haben also auch dort geeinigt am Regierungsrat, dass man das bis 2026 mit dem dort schrittweise Erhöhung wollen weiter feiern, aus dem einfachen Grund, für dass wir auch da 2027 auf einem Niveau sind, wie man auch voraussichtlich Werte muss sehen, aufgrund von einer neuen Energie, einer neuen Richtlinie, die kommt aus dem Emissionszertifikatshandel ETS 2, den in Zukunft, die kennen wir kennen den aktuellen ETS-Bereich, die wirklich die großen Emitteure, die 20 oder die 22 Betriebe, die wir zurzeit schon die über 20 Megawatt Energie verbrauchen, die sind noch schon dran, das sind die großen Industriebetriebe in Zukunft, wird es ein ähnliches System, ob sowohl den Straßentransport wie auch den Wohnbereich eben auch lehen, für das man da in Zukunft auch da konform sind mit dem Bereich, kommen wir da mit dem heute Berechnung auf eine schrittweise Erhöhung für 5 € Tonne auf 45 € pro Tonne bis 2026. Das ist aber aus einem anderen Grund wichtig, weil als Leid Herz, dass man wie gesagt, die Resetten, die man da kriegen, das sind 250 Millionen € pro Jahr ungefähr im Moment, dass man die auch gerecht verteilen. Einerseits ob Klimaschutzmaßnahmen, natürlich der Großteil davon, enthalten davon, fließt zum Teil an den Klimafonds, wo man dann darüber erneuerbare Energieprojekte können kofinanzieren, an die anderen Haltchen, die fließt an Kompensationsmaßnahmen für sozial schwache Städte, das sind die echt 2 Quantilen, für die wirklich zu kompensieren, mit einem Kreditimpôt CO2 Klima, an einer Allokation de Vichère, die Beit muss natürlich schrittweise dann noch erhöht gehen, so wie die CO2-Tax da werden und Blut gehen. Für das aufrecht zu halten, das leider wirklich Herz, muss man eben die dort Niveau erhöhen. Das ist der Moment den Text von der Direktive, die noch nicht ganz aufgeschlossen ist, aber verbal. Wo man so, wenn man das dort erreichen, da können wir da derogieren, aber wir müssen nicht als Gesamtresetten, wie der Moment bald der Fall wäre, an europäisch Fonds fließen lassen, wovon man da just den Bruchteil kriegen und noch nicht den Handlungsspielraum hätten, die man loben. Das wäre es ganz wichtig, dass man das dort könnte weiterführen und dass die Regierung auf jeden Fall die Möglichkeit ergründet, für dass man in Zukunft die gute Verteilung von den Meiern, die man kriegen, über CO2-Tax können, so weiterführen, wie das bislang der Fall ist, und sie nicht einfach verschwannen an europäischen Fonds und da wirklich mit viel Mann an Meiern
und zurück an Land kommen oder auch nicht. Das ist wirklich dafür wichtig, dass man die auch weitertreiben. Und dafür will ich auch nicht darauf hinweisen, dass am Anfang die Klimabiergerot sowieso auch als rekommandiert wird, den CO2-Tax weiterzuentwickeln. Und hin hat natürlich von einer anderen Summe geschwärzt, die nun als rekommandiert, bis Ende des Jahres 200 € Tonnen zu kommen, bis von diesem Jahr nach. Weil natürlich ein großer Schritt wäre, ich meine da so viel, dass man das heute schrittweise mache, weil so ein Schritt von 5 € Tonnen bedeutet ungefähr 1,1 oder 1,2 Centime de Liter beim Benzin, aber beim Diesel. Das sind auch so ein Summen, die Menschen auch zu packen sind, zumal, wenn man die sozial schwach steht, und man darum können gestärkt, gezielt auch unterstützen mit dem Retour von der Tax, der das Heinecker durchgestaltet und das auch das, weil das wichtig war, dass man das beibehalten können in Zukunft. Voilà, ganz kurz ab dem Bereich Déchets. Auch an dem Bereich schon mal 2021 ganz leicht über unsere Allokationen sind wir rausgeschossen, was nationale Emissionen angehen. Dafür ist auch wichtig, dass man in Zukunft weiter daraus schaffen. Wir sind aber ganz gut abgestaltet mit dem Auffallpark, den wir letztes Jahr auch zu Lützburg umgesetzt haben, aufgrund von 5 europäische Richtlinien, die wirklich auch ambitiös umgesetzt wurden, sodass man den EW-Plastik, wo man nicht brauchen, können aufschaffen und dass man auch wirklich als Objekte, die man benutzen, so lange wie möglich können an der Use-Phase halten, für dass man dort Kreislauf auch verschließen. Dafür haben wir auch ein Reglement Grandikal über zukünftige Ressourcenzentren, die haut nach Parker Conteneur heschen Tisch als Recyclingcenter soll nur an Zukunft wirklich ernst abgestaltet gehen. Du sind ja dabei, die sich schon ganz gut. Wir wollen aber mir an der Breite für das Modul an Zukunft auch können, ob besser zuhlen nach der Recycling geht, zurückgucken und dann man auch als CO2-Emissionen können grenzen. Voilà. An der Agrikultur auch do man ganz Reihe bestohlen müssen, haben wir natürlich immer weiter beibehalten, auch an der aktualisierten Version vom PNAC. Und dann geht doch natürlich darum, speziell dann Methanemissionen zu reduzieren, man denkt, sonst mal gezielt bessere Förderung von dem hauptsächlich der Randbestände, wo man gucken, dass man darüber die Methanemissionen reduziert kriegen, aber auch noch andere Emissionen an die Luft, wo man zum Beispiel die Ausbringung vom Dünger, dass man das so machen, dass man da so man wie möglich Emissionen kriegt, weil auch da, wo man zum Beispiel Lachgasemissionen zu denen, die 300 Mal mehr stark sind, wie CO2 an dem Global Warming Potential geht es auch um Sachen, die man muss wirklich gezielt umsetzen und da haben wir ganz viel wertvolle Mesuren auch vom Agrikulturminister Krut. Und dann der Bereich, den ich schon noch gespart habe, kann ich vielleicht sehr darüber gehen, dass den LULUCF-Sektor, da geht es darum, als Büscher zu stärken. Die Büscher, die man haben, muss man halten. Und wir müssen sie so pflegen, dass sie sich gut erholen, auch von den drischen Sommern, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir wissen, dass wir da schon Abbauen haben im Moment. Es geht darum, zu stärken, dass wir auch so pflanzen, dass wir resilient Pflanzen kriegen, resilient Büscher in Zukunft. Dafür haben wir auch ein Büschgesetz schon auf den Instanzen gebracht, wo ich hoffe, dass wir ganz geschwind an der Schaumer, die können viel lernen. Und das wird also auch in Zukunft stärker für die Tote noch weiter können auszubauen als so ein CO2 senken. Und dann über die Klimabonusbüscher sind ein Element, wo man Privatbesitzer im Moment auch natürlich dafür belohnen, wenn sie Büscher so Natur nur wie möglich gestalten, auch dazu natürlich weiter gefordert gehen und verstärkt gehen. Voilà, du wärst soweit von den Bereichen am Umweltbereich und gegen nur dem Turmes so würde Klicker gehen wie auch gut. Voilà. Von meiner Seite Klimaschutz hecht fossile Energien an alle Bereiche so schnell wie möglich zu setzen durch erneuerbare Energien. Du hast den schnellen Ausbau von den erneuerbaren Energien ein Grundvoraussetzung für Klimaschutz fertig zu bringen. Wo sie immer haut mir hun der erneuerbare Produktion hat zu Lützburg die letzten 5 Jahre verdürbelt, aber wir produzieren Haut schon, da ist solären Wandanlagen an Biomasse genug geringe Strom für den Strom von allen Haushalten zu Lützburg. Da tun wir also schon fertig, das ist mit einem gewissen Tempo, an dem Tempo wird man weitergehen. Als Ziele haben wir nicht mehr wie bislang von 11% auf 25% abgekommen, 11% 2020 auf 25% 2030. Mit dem neuen Ziel, seitdem die EU dezidiert hat, für uns 2 Wochen für Senkziele von 32% auf 42,5 abzugehen, als neues Ziel als Lo von 25% 2030 auf 35% 2030 erneuerbaren Undeel. Also mir gi von 11%, wo man haut, also wo man Stunde 2020 op
eben die 35%, das ist eine Verdreifachung von den erneuerbaren Energien zu Lützburg. Das werden wir auch fertig bringen, dadurch, dass wir bei der Wandenergie viel besser weiterkommen, wie wir nach 2-3 Jahren gedurcht haben. Wir werden als Ziele, die man als ursprünglich gesagt hat, für 2030, werden wir schon 2025 erreichen. Wir werden eine ganze Reihe groß Wandturbinen kreieren, die dann auch massiv geringe Stromwerten zu Lützburg herstellen. Der Zweite, was wir weiterführen werden als Solaroffensiv, wir wären ein Land, das 5 Megawatt pro Jahr investiert hat, als Ziel als 20 mal mehr, also 100 Megawatt 2021 waren wir auf 90, letztes Jahr sind wir etwas zwischen 40 und 50. Das heißt, wir bringen nicht fertig, wirklich substanziell mehr Solarenergie zu machen, los schon. Wir werden das weiterführen durch große Ausschreibungen, Industrie, Verbrauch, große Anlagen, die auf anderen durch sind, aber auch den Agro-PV, den wir auch lanciert haben. Und wir werden eine Solarpflicht erfeiern für die Großhallen, ob das Agrarhallen sind oder Industriehallen, wenn wir einfach mengen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass ich eine Halle bauen, die da statisch nicht am Mem als eine Solaranlage zu kriegen, und den Trafo sollte auch so dimensioniert sein, dass eben möglichst viel Solarenergie kann geholt werden. Die Leute werden wir auch noch mehr gezielt weiterhelfen an die Idee, die der Premierminister während seiner Rede zur Lehre von der Nation lanciert hat, dass man den Leuten, die Männer meien haben, denen werden wir mehr gezielt nach wie bislo unter dem greifen für eben, dass sie eine Solaranlage auf ihren Dach kriegen. Das wird kombiniert mit einem Punkt, den die Stunde nennen, das ist die Nationale Renovierungsgesellschaft. Wasserstoff, geringe Wasserstoff ist wichtig und das ist vor allem wichtig für die Industrie. Aber wir werden 1 oder 2 große Pilotprojekte an den nächsten Monaten können zu Lützburg vorstellen. Aber wir sind auch am Gang zu gucken, dass Lützburg angeschlossen wird und die neue europäische geringen Wasserstoff Autobunnen, und da wird man auch bei den Wärmenetzen wird man neu weiter gehen. Wir machen ein erstes grosses Projekt zu Diddling mit tiefer Geothermie op 800.000 Meter, wo wir umbohren, an das Wasser nutzen für ganze Quartier zu hützen. Das können wir wahrscheinlich an großen Teile vom Minet machen, obwohl der Rest wird man auch gesetzlich Voraussetzungen für Wärmenetze zu bauen, wird man verbessern. Ein Wärmenetz gehört gerade so wie ein Stromnetz das ist ein Investissement von einem öffentlichen Intérêt, und wird dann auch so klassiert, für dass man eben auch überall bei den Wärmenetzen besser weiterkommen. Das ist Lützeburg an erneuerbar, und da wird man natürlich auch weiterhin kooperieren, so wie wir das schon mit Dänemark machen. Aber wenn wir mit dem Premier zu Osten sind, werden wir auch am Rande von einer weiteren Gespräche führen, für mit anderen Ländern auf den Weg zu gehen, für gemeinsam an groß erneuerbare Energien zu investieren. Den anderen Bereich, wo wir noch besser gehen müssen, ist der Bereich von den Gebäuden. Für das fertig zu bringen, haben wir schon ein Gesetz ab diesem 1. Januar, dass alle Neugebäude haben keine fossile Energie mehr. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir mehr renovieren und dass wir auch mehr nach die bestehenden Gas- und Mazutheizungen ersetzen. Wir werden das so machen, dass wir für die Leute wird man keine Obligation als Staat abfeiern, für das obligatorisch zu machen. Wir gehen davon aus, dass als Primen gut sind, wo man nach durch schaffen, als Hilfestellungen zu vereinfachen. Und da werden wir eben eine neue Schwunghöhle mit einer nationalen Renovierungsgesellschaft an der Pilier davon, da wird nächste Woche Meden zu Deverding könne gesinn, zu Deverding Mammer ein nächste Pilotprojekt 4.000 Häuser, die analysiert sind, ob hier energetisch Kapazität, Schnittstelle mit dem Denkmalschutz gemerkt, Schnittstelle mit dem Office Sozial gemerkt, Schnittstelle gemerkt mit dem Bautenplan von Deverding.
3 Renovierungsbüroder, die do sind, mit den Banken geschwert, mit den Handwerker, und dann probieren, dass man ein ganz Stadt oder ganz Quartier an einer Stadt eben mit denen können renovieren. Das ist ein Teil von der Renovierungsgesellschaft an etwas Zweites, und dem wir am Gang sind zu schaffen, als große Appartementshäuser, wo es Handicke sind, dass man denen quasi einen richtigen Plan machen, wie sie von der Decision am Handik bis zum Management von der, also quasi das Wifi vom Bau, können weiterkommen. Und auch da werden wir ein Pilotprojekt machen. Und die Erfahrungen aus den 2 Pilotprojekten, das gibt dann die Basis von der nationalen Renovierungsgesellschaft, die besonders den Leuten hilft, die Männer Moyen holt, sowohl eben da bei der Renovierung von ihren Häusern, aber auch bei der Solarenergie. Wir werden auch für nach besser für uns kommen, weil die Wärmepumpe wird mal einen nationalen Heizungstisch zusammenrufen, für alle Akteuren bei ihnen zu kriegen. Und wir werden weiterhin massiv mit der Education und auch mit dem Arbeitsminister Georges Engel werden wir an Formation und Weiterbildung von den Handwerkern werden wir gehen. Bei den funktionale Gebäude, bei den Bürosgebäuden wird man wahrscheinlich eine Obligation aufhören. Ich meine, da haben wir eine Kraft, auch finanziell für das zu machen, und da als auch mehr zu holen, schnell. Der Staat und Gemeinde muss natürlich auch Vorbilder sein. Natürlich, wir werden das Bâtiment public personell und noch finanziell abstocken, für seine Renovierung zu machen. Das selbst muss auf Niveau von der Gemeinde kriegen, und wir werden einen Plan gehen, dass sämtlich alles, was der Staat möchte, bis 2040 spätestens klimaneutral wird finden. Vielleicht dann noch 2 Worte zum Transport. Ich meine, das engt am Transport ist natürlich gëtt iwwer CO2-Steuer deweis mat geleest iwwer eben dass man Manner Wanten hunn iwwer Grenz. Zusätzlich dazu hat de François Bauche den nationalen Transportplan gemerk, den Mobilitätsplan de PNM. Do gesit dass massivst Investitionen a Wëllerspisten an öffentlich Transport, den och nach gratis ass, werd so feieren, dass Maileit mam öffentlich Transport vun am Wëllo an Manner Kilometer matieren Autoen, an dann de Autoen die man hunn, die Kamionetten, die man hunn, mehr auch die Kamion, die man hunn, werd man iwwer Subsidieprogrammen schrittweise riverholen op CO2 frei. Vehikeln bei den Auto wird dat den allergrößten Deel elektrisch sinn, an bei de Kamion kann et sinn, dass den gewissen Undeel och gëtt vun Wasserstoffkamion. An do si immer drun an schmengen nächst vor Franz werden deng Leiit eben die Förderung vun dem Subsid fir den nach der Welt hat den Provençal an so weiter, de gëtt nächst vor gët publik, an da können auch sie all die am Logistiksektor sind, können dann an die Richtung kommen. Am Resümee mir setzen de Kader, aber mir meinen dat so, dass es für die Leute a für die Betrieber so einfach wie möglich gëtt für a Klimaschutz zu investieren, dadurch dass man Prozeduren so einfach wie möglich machen, zu digitalisieren, klar a kontinuierlich Hëllefen hunn, méi Rechte für die Bürger zum Beispiel auch für ege Solaranlage zu kriegen, und dann dat lächt das natürlich gut Infrastrukturen, ob dat am Transportbereich ist oder am Strombereich oder am Wasserbereich. Voilà. Voilà. Merci Claude, da schon ganz viel gesot gehen. Ich gebe Schluss nachher noch kurz agoen, ob die verschiedenen Mesuren, die geholt gehen am Bereich vom Erreichen von den Energie- und Klimazielen am Bereich von der Ökonomie. Vielleicht angefangen, dass das echt ein bisschen mehr didaktisch, wie das Teil wirklich zum Knack gehört. Ich meine, wenn ich gerne über die Erreichung von den Klimazielen im Bereich von der Ökonomie schwätzt, dann muss ich trotzdem daran erinnern, dass das ETS-System, den europäischen ETS-System, wo 80% von den CO2-Emissionen an der ganzen Lützburger Industrie hier kommen. Das sind rund 20 Akteuren, die am meisten Emissionen haben an den Emissions Trading System fallen. Das sind große industrielle Akteure wie ArcelorMittal, Kronospan oder auch noch
Dupont. Dafür just ein paar Worte, aber trotzdem als Rappel zum ETS, das ein System, en fait, eine europäische Burs, die 2005 geschafft ging, an der en fait den obligatorischen multinationalen System von Handel von Zertifikaten angefordert hat, für können CO2 auszustoßen. Hier gibt Zertifikat recht für eine Tonne CO2 freizusetzen, betraf sind wie gesagt energieintensiv Industrien, Energieproduktion, aber auch d'Aviation spannend der Europäischen Union. Den Hauptmessage ist, dass es der ETSen, der Zertifikaten all Jahres Manner gibt all Jahres Manner Emissionsrechte an, sie gehen immer mehr teuer. Und die Idee ist natürlich häufig mittel- und langfristig an den ganz energieintensiven Industrien Manner Emissionen zu kreieren. Und gesagt noch, dass das funktioniert. Bis heute sind an den betroffenen Sektoren an der EU die Emissionen 41% auf EU-Niveau Rufgam Römenke immer den Komparativ als par rapport zum Jahr 2005, wo das System angefordert ging, den ETS also ganz kloren incitativ für Männer CO2 auszustoßen. Ich meine, das ist wichtig, das zu betonen, weil wie gesagt, die ganz großen Emitteuren zu Land, die sind an dem ETS-System dran. Die anderen Industriebetriebe, aber auch all die anderen Betriebe aus der Lützeburger Ökonomie fallen unter den Energie- und Industrieplan, Energie- und Klimaplan für Lützeburg. Und ich meine, noch hier ist extrem wichtig zu sagen, dass das nicht so ist, dass wir zu fair stehen. Ich meine, noch die Ökonomie muss ganz klar hier einen Deal zu dem Erfolg beitragen, und das möchte sie auch. Und das möchte sie durch die verschiedenen Institutionen, die man gehen, die Mesuren, auf die ich an Purwurt agin, mit dat müsste auch als egene Stecker, weil die Ökonomie Betriebe all Gotte verstehen, dass der heute nicht nice to have was, dass nicht das, was sie muss machen, mit das Teil wirklich um die Existenz geht. Betriebe, die nicht an Dekarbonisierung investieren, Betriebe, die nicht verstehen haben, dass sie den Erfolg muss machen, die werden nur an immer zu den Stranded Assets gehören, natürlich stadtwerte Betriebe sind, die werden langfristig nicht mehr viabel sind. Wir haben also hier am Kader vom PNEC ein paar Betriebe, die betroffen sind. Zu denen Akteuren gehört doch der ganze Sektor von der Konstruktion. An Konstruktion allein, die Betriebe an der Kategorie machen allein rund 1/3 von den Emissionen aus, zu einem großen Teil natürlich, wenn es dem Strom, den mit Fuel auf dem Chantier produziert wird, für mit Baumaschinen können zu funktionieren. Industrie, Energie- und Konstruktionsbetriebe machen am Ganzen rund 7,4% von all den Emissionen aus, die am Kader vom Energie- und Klimaplan für Lützeburg repertoriert gehen. Die visiert Industrie-, Energie- und Konstruktionsbetriebe sollen dem Plan noch hier Emissionen bis 2030  45% par rapport zu 2005 reduzieren. Was sind die verschiedenen Mesuren und Instrumente, die wir haben, für auch an diesem Bereich Betriebe zur Dekarbonisierung zu bewegen? Weil das fängt an en fait, mit dem Accord volontaire, den wir mit der FEDIL haben am Bereich von der Industrie. Hier geht es am Kern für mehr billigen Tarif für Strom können zu kriegen, weil Betriebe Stromersparungen machen. Rund 1/3 vom Strom zu Lützeburg wird von der Industrie verbraucht. Und mit dem Accord volontaire, den mit der FEDIL unterschrieben wird, engagieren sich Betriebe für mehr Energie zu konsumieren, 4,5% mehr Energieeffekazität bis Ende 2023 mit dem aktuellen Akkord, und das soll mit dem nächsten Akkord, der am Gang ist, ausgehandelt zu gehen, nach mehr gehen und noch nach mehr erfahren, mit Betrücht geholt gehen, die mit der Dekarbonisierung zusammenhängen. Natürlich für Betriebe sich engagieren, für sich zu dekarbonisieren, da kriegen sie nach mehr einen billigen Tarif.
An demselbechte Kader haben wir auch die sogenannten Audit Energetik obligatoire, die obligatorisch Auditen für die Energie. Die mussten 2015 gemacht gehen von großen Betrieben, die mussten alle 4 Jahre ein Audit machen, und auch mit einem konkreten Aktionsplan mit Mesuren für mehr Energieeffizienz. Das sind noch Mesuren, die über den Wirtschaftsminister können subventioniert gehen. Ein weiteres Instrument, das wir haben, das sind als Erdeninstrumente. Den Claude Thomas als schon op eenent vun der Agang, dat sind die Äden, die man werden lo demnächst annoncéieren fir elektrische Kamioner, Kamionetten können zu subventionieren, ganz wichtig Mesure für an der Logistik, Manner Emissionen zu kreen. Mir am große Ganze gebe ich so, dass die Äden wirklich dat Instrument sind, sie wird am Kader von dem Temporary Crisis and Transition Framework iwwer den Krieg an der Ukraine, wo man Betriebe auf mal helfen, die Krise zu überkommen, und dann aber auch die nötige Incitative gehen für op de Weg von mehr Energieeffizienz an mehr Klimaschutz zu gehen. Ich gehe nicht an Detail an von all den Mesuren, aber das sind, wie gesagt, Äden, die an alle Bereiche überschafft gehen, für eben Betriebe zu incitieren, für an eng Dekarbonisierung, für an Klimaneutralität zu investieren, auf auch dann eben mit Horizont 2050 auf eng absolut Klimaneutralität hinzukommen. Wir haben auch ein weiteres Instrument, das wir für eine paar Wochen annonciert haben, das ist der Klimapakt für Betriebe. Da geht es darum, für hauptsächlich kleiner Mittelbetriebe noch besser zu beraten, da das eine Zusammenarbeit zwischen der Klimaagenz und Luxinnovation, wie gesagt, Ziel ist wirklich die nach besser Zusammenspiel zu kriegen zwischen den verschiedenen Akteuren, dass jeder Betrieb auch kann die bestmögliche Lösung kriegen und auch kofinanziert kriegen, für mehr nachhaltig können zu schaffen. Ein ähnliches Instrument als Fit for Sustainability, das ein Instrument, das das Wirtschaftsministerium zusammen mit Luxinnovation lanciert hat. Und auch da geht es darum, für Betriebe zu unterstützen an den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Dekarbonisierung und auch ressourcenschonende Produktion. Da wird wirklich von Fall zu Fall geguckt, wo der Betrieb aktuell steht, und dann wie ihnen kann helfen, für eben sich besser aufzustellen. Ein weiteres Instrument, das sind Darbechten vom Hochkomitee der Industrie am Bereich von der Dekarbonisierung. Wir haben schon den Hochkomitee relanciert für gut 1,5 Jahre, für besonders an Kader an Errichtung von Dekarbonisation zu schaffen. Das ist natürlich wichtig, dass in den Effort zusammen mit der Industrie, zusammen mit den Akteuren mischt, die am meisten Emissionen produzieren, das gewusst, dass die Industrie Bereich ist, wo ganz schwere Investimenten, ganz hohe Investimenten gemacht gehen, auf ganz lange Zeit. Und dafür wird an dem Komitee eng Feuilleroute ausgeschafft, wie die Industrie kann am besten dekarbonisiert gehen. Wir haben zusammen mit der FEDIL eng 25 Industriebetriebe, darunter auch 14, die nicht in den ETS-System fallen am Land, an die für 95% von allen Emissionen an dem Sektor, inklusive auch Asphalteuren, die dort dran sind. Und wenn wir die 40 Projekte umsetzen, die do identifiziert goen, da können wir bis 2030 rund 31% von den Emissionen par rapport zu 2019 abspuren, aber nimmen 12,9% für nicht ETS-Akteuren. Die sind also nachher die ganz groß, das größte Potenzial für viel CO2 anzuspuren, das liegt bei den ganz großen industriellen Akteuren, die unter dem ETS-System sind. Und dafür ist es so wichtig, dass Unternehmen wie zum Beispiel ArcelorMittal annoncieren, für mehr wie 100 Millionen an Produktion von grünem Stahl
zu investieren op ihre verschiedene Sitten hier am Land, da das Asians eng empfang eng einzigartig Wirtschaftsnisch, die man hier hun. Und zweitens also den ganz großen Abspurpotenzial für CO2-Emissionen an der Projekt gibt dann nach ein ganz Reihe und ich bin noch überzeugt, dass das wirklich Zukunft ist von der Lützburger Industrie, dass man fertig bringen mit geringer Energie, mit erneuerbarer Energie ganz hochwertig Produkte herzustellen an den verschiedenen Sektoren, wo man Stärken haben. Darüber hinaus, geht es am méi Bredesinn bei der Ökonomie auch an Horizont 2050 sich so anzustellen, dass man dass man mit Manner Emissionen schaffen, auch mit mehr Kreislaufwirtschaft, dass man auch am Anfang verstehen, wie an dem neuen geopolitischen Kontext, an dem wir dran sind, als bestmöglich aufstellen. Und du wird noch ganz sicher mehr regional, mehr europäisch Wertschöpfungsketten eng wichtig Rolle spielen. Alles auch das gehört zu einer Ökonomie, die sich in Richtung von Klimaneutralität bewegt und aber trotzdem noch kompetitiv bleibt an natürlich auch den erformecht, für das man können als hegen Sozialstandarden hier am Land gerecht gehen. Ich noch wohl so, dass man dem Kader von der Schaffung von Knack, wie ich gesagt habe, haben wir Stadtdeck ganz eng zusammen geschafft, dass ich mir schrittweise alle Mesuren, die man identifiziert und Pakt zusammen definiert, die dann probiert gehen ausreichend Wert zu bringen, wohin sie es bringen, ob man als Ziele der Moderation dann die wertvolle Arbeit vom Stadtdeck fürs sind ich froh, dass Tom Haas auch hier, also ich weiß, die hat schon viel von uns hören, hier käme Luna wirklich so nicht mal ein bisschen Kies und Kucht hier, ich weiß, wohin wir kommen, mit diese ganze Mesuren, mit diesen 197 Mesuren, für das doch besser versteht, wieso man also so orientiert tun, wie ging schon Claude Haas, Tom Haas, pardon, fortgehen, für das wir da weiterkommen. Den Wirtschaftsminister wird dann da kommen wir ja nur hin, dass der Fleisch des Digitalminister organisiert PowerPoint. Voilà. Vielmals merci. Die seht oben Logo, dat Stadtdeck schon sech seit Joren nach dem doten Motto schafft sech fir die Transition ökologisch, an der man dra sinn, die Deelweise auch nach 4 als Leiit fir dé ze mossen, fir dé ze modelliseieren, a fir doaus eben noch Projektionen zu meiner Teils dann den echten langfristigen Exerzice, den man machen, dat wir vielleicht wie traditionell vun das kannte, dass wir dat mo schon 2 Joer am Kader vun der Notkonjunktur, do ma ein extra Kapitel noch geschaffen, wo man d Energie an d Emissionen kouvrieren. Man der kurzfristig also analysieren, das heißt Logistat langfristig wird man ausgeschafft an dem Bereich. Die Modeller, ökonomisch Modeller, wo man sich dann Croissance können mussen projizieren, an aber auch die Energie. Die zwei Sachen, die hängen zusammen, Croissance von der Ökonomie, Croissance von der Demografie, an eben auch die Evolution von den Emissionen, vom Energiekonsum, auch von den Emissionen, das hängt alles zusammen. An dem Modell erlaubt einem eben gerade die Interkonnektionen, die Interdependance für die zu modellisieren an. Da tun wir eben dann auch gemerkt, Mesuren, die eben ergreifen, für die zu quantifizieren. Das ist ein Impact von der zu müssen. Min hat gemacht an 2 Szenarien, dat eng 4 gab vun der Europäischer Kommission, fir enkeier ein Szenario ze machen, wat mir gifir Baseline nennen an dieser Terminologie heget WEM, also mat den bestoenden Mesuren. Dat do geht drum sech die Croissance, wie man an lacht Joren hat, sech weiter zu schreiben, mat denen bestehende Mesuren, den ihren Impact an Zukunft eben noch zu evaluieren. Und da gibt es den zweiten Szenario mit zusätzlichen Mesuren. Die zusätzlichen Mesuren, das sind die Mesuren, die am Knack mit stehen, an die man sich geholfen haben, direkt zu quantifizieren. Und das war auch sich, das viele schon gesagt gehen, bis ein va et vient, das war eine Zusammenarbeit, für die Mesuren so zu feintunen, dass es effektiv dann noch mit den einzelnen Zielen eben auch abgehen. Auf dieser Grafik sieht ihr sich den Decouplage, den braucht, den muss hun tschen op der einer Seite Wurstum, den ökonomische Wurstum, de Wurstum vom PIB an dat wat man schon observieren, de mat der Population den ënnerschetschen den 2 jewechte Kurben, dat sind sech die Produktivitätsgewënner, die en huet, dat das Spezifizität dann noch für Lützeburg, dass man zusätzlich Arbeitskraft aus dem Ausland holen. Das erklärt sich dann den Decouplage von der Orange ob die rote Kurve zwischen dem PIB und der Population. Und da gibt es noch viel mehr starken Decouplage, dass den zu den Energiekonsum und zu den Energieemissionen, die dem heute sieht. Das heißt die 2 Szenarien, die ich gerade erklärt habe, die WEM-Szenario, die WAM-Szenario, wobei mit denen
bestehende mesureuren gesider dat man 2030 bei minus 35% gi landen net kiwer net go fir die minus 50% zerrechen mat den zusätzliche mesureuren die man da loch quantifiiert gi bei minus 50% landen langfristig gesider der Tendenz Richtung Neutralität Carbon geht dat het ewer noch net grad durchgeht, dat er auch dort trägt verändert mir als Modellierung zum Beispiel Carbon Capture noch modelliseieren. Detail ist dann Gesamtresultat abgedeelt no Sektor eng ähnlich Grafik wie se Fi auch schon gesinn huet, wo der gesinn, dat de Gro von Emissionen zu Lützeburg als den Transportsektor können, an dat doch am Transportsektor ass, wo die gréisten beste gesinn ass 60% all Horizont 2030 immer par rapport zu eng Referenzjahr 2005. Das auch am Sektor von de Bâtiments, wo ich starke Reckgang ass, do deelweis wenn de bestehende Normen schwng am residentielle Gebäier do as Referenztechnologie haut auch schon Wärmepumpel bei den funktionelle Gebäier ass dat seit diesem Joer och de Fall. Eng Elektrifizierung bringt Energieeffizienz erbringt eben noch manne Emissionen, weil man elektrisch eben lebt, die keine direkte Emissionen im Territoire haben. Da sieht auch bei den anderen Sektoren das schwer zu erkennen, weil die Bare mi klein sind, weil Kontributionen am Total eben mi klein sind, mir auch an der Industrie oder den minus 20%, an Horizont 2030, an der Agrikultur minus 22%, aber bei den Déchets an OUC sind wir bei minus 15% an Horizont 2030. Das zweitgrößte Ziel, die Energieeffizienz. Du gesieht er die rote Punkt 2030 als eben dann auch genau erreicht, was spielt mat dynamisch Tendenzen natürlich am Transport sech all Liter, die man Manner verkaufen o Carburant fleist net nimmen dann am Ziel mat dem Reduzieren von Emissionen geht, mir spielt eben dann noch an der Energieeffizienz. Die Elektromobilität als eben noch Faktor 1:3 mehr effizient wie in Kombustionsmotor zum Beispiel, und nämlich auch bei den Bâtiments, wenn denkt schon die mat Masut oder Gas lief durch eine Wärmepumpel ersetzt werden automatisch auch die Effizienz gern, die dummer kommen zusätzlich dazu, dort eben in Referenzgebäude von Referenzgebäude von Hautpartner eben noch manner Energie überhaupt konsumiert. Dann dat lächt grosse Block vun Zieler, du gëtt den Agregéierziel, wat dech weisen, dat Desagregéierziel, dat ichch vun separat gesäit am elektrischen, wat spielt mat, du spielt op der enger Seite mat dat Kogenerationsanlagen op Basis vun fionalem Gas gife loserlos ausläfen, anderen eben de ganz starken Ausbau vun den erneuerbaren Energie gifen de machen, dat du sech dat alt Ziel aus dem Tag 2020 gif iwwer drauf gin, nämlich ass dem noch bei der Chaleur an am Transport also rein Tendenz no Uwen ze gesinn, die eben auch die minimal durch Biokarburant könnt die Fionale auch durch die Elektrifizierung eben könnt, auch wenn man dann do ënner dem Ziel bleibt 2020 am Nächstung. Global gesinn erreicht man dann das Ziel von 35 bis 37% erneuerbaren. Dann zu den Konklusionen, wie gesagt, mit gesehen, die drei Großziele gehen eben erreicht laut unseren Berechnungen. An die Berechnungen sind die alleraktuellsten Données geflossen, die wir zur Verfügung hatten, sind auch Modelle, die spezifisch auf Lützeburg wirklich passen, also Spezifizitäten wie Carburant und nicht Resident, oder selbst bei den anderen Makromodellen nicht tun, wir haben das ganz spezifisch mit konsideriert. Da gibt es aber Unterschiede, die bei langfristigen Projektionen ganz normal sind. Ich will eine Zeit für dort anzugehen. Ich will nicht mehr vielleicht zusätzlich sagen, dass auch ein Unterschied gibt mit dem, was am Ausland geschieht. Das ist die anderen Länder, die holen eventuell auch Mesuren, was CO2-Taxen angeht oder was den Preisdifferenziell unter Pumpe vielleicht am Gif an die Luft schrauben. Du hast eben da ganz klar die Message, dass die Modellierung, die wir machen, eben so zu verstehen, dass das alles etwas Notbeschländer gife machen, auch mis on top gemerkt, für das so antritt, wie das an diese Projektionen eben angeholt ist. Weil es ein ganz komplex Materie ist, weil ich auch nicht die Zeit hat, die ich bräuchte, für alles zu erklären. Wir organisieren nicht mehr spät wie diese Freuden ein Seminar, wo wir die Resultate ein bisschen mehr im Detail weisen. Und am Mai machen wir noch ein 3 Seminare, wo wir jeweils auf E-Sektor mehr spezifisch angehen. Wir fangen hier am Transportsektor an. Wir haben noch ein extra Seminar über den Sektor von den Bâtiments. Und zu guter Letzt ein Seminar über all die anderen ökonomischen Aktivitäten, für genau zu erklären, was waren als Hypothesen und eben für zu weisen, wie man probiert, und eben so objektiv wie möglich die Trajektoren zu quantifizieren. Und dann der letzte Punkt, das den
Punkt von der Evaluation von den Makroimpakter und die wir auch umgang sie mal schaffen an die auch für den finale Knack next Jahr wird noch mehr ausgebaut werden. Ich schnecke ganz zurück auf den Schluss von der Fedro einfach so wie jede Lofirum. Wir sind haut zu summen für den Optakt von der Konsultationsperiode eben noch zu lancieren, wo man so ablo und Leute im Mond für ihren Feedback zu schicken. Ich gehe ja nur nächstes Leute darüber und wie das kann gemacht gehen. Ich habe für von der Klimaplattform gespart, wo die organisierte Zivilgesellschaft darauf vertreten, dass die hun laut Gesetz 3 Monate. Ich bin natürlich froh, wenn das bis mir sehr, dann haben wir nur noch mehr Zeit für die wertvollen Konklusionen, die Sie dann als Schicken noch anzufügen an den Draftplan, den wir schon 4 Leute haben, dann die wird man dann an Juni erreichen der Kommission. Die guckten dann noch ein bisschen Feedback. Und dann gibt es so einen Zyklus, einen iterativen Zyklus von dann 2024 an seiner finaler Form soll der Kommission zugeschickt gehen. Voilà, das sind die nächsten Etappen. Wichtig ist, dass in der Teil wirklich vorhält. Wir gehen also immens früher, wenn wir da wirklich Rekommendationen und weiter Feedback kriegen, weil das wirklich nicht alles Plan, dass der Plan von Lützeburg für das heute hinzukriegen, das ist eine Invitation für die Klimaneutralität Matze gestalten für die Zukunft. Dafür ist es wichtig, dass wir hier auch die Zeit holen. Hier ist dann den QR-Code, wo normalerweise disponibel drüber sind. Und dann geht es zusätzlich zu dem Dokument, das 300 Seiten hat, normal, wenn den 197 Mesuren hat, das geht aber noch ein Dokument de Synthese auf 3 verschiedene Sprachen, wo die Leute vielleicht mehr kondensiert Form können, die Tab Kontinu können lesen. Und dann mein Schwader den Tab-Elemente, die können das Feedback per E-Mail zuschicken, aber auch über den Portal von den Enquete Publiken, den nationalen Portal, wo natürlich auch mal froh sind über all Feedback, die wir darüber kriegen, und dann natürlich auch über Post, und du fährst die Adresse dann auch nicht umgehen. Voilà, das ist also keine Finalversion, das ist ein Draft, wo verschiedene Mesuren nach in Zukunft nach mir klar ausgelöscht gehen. Das ist der Moment, wo wir gerne die doten Feedback mal da bauen, dafür, dass das ein ganz wichtig Schritt habe. Merci für die Nullleistung. Voilà, the floor is yours. Also wir haben pure Sachen. Den, dass das Moment schon eine Reihe Maßnahmen, die für darüber ja schon gesehen, wie viel Prozent schon der Umsetzung sind. Wir an dem Plan eine Reihe Maßnahmen, die schon draußen, die sind also im Moment schon am Budget dran. Dann haben wir zusätzlich neue Mesuren, die sind noch nicht fertig budgetisiert, das muss aber noch geschehen, da sind wir am Gang damit. Und dann ist es so, dass wir als Pflichtübung an dem ganzen Plan haben wir eine makroökonomische Etude, die muss gemacht werden. Das ist auch ein Teil von den Obligationen, die wir haben, Rapport zur Kommission. Die ist am Gang, das ist auch da kriegen wir, wenn wir die fertig schon wird auch abfließen, und da wird man natürlich auch darüber informieren, wenn die da ist, jetzt gucken, weil wir chiffrieren die ganzen Investoren, die heute dran sind, natürlich. An all Einzelmesuren, die neu sind, die werden natürlich müssen an das reguläre Budget mit abfließen. Das wird normal belaufen, dass man das muss negociieren, wenn nicht schon budgetisiert ist. Ne? Wir nicht eng 12, wo wir eng Gesamt 12, wo wir das Staat können suchen. Ja, also ich kenne ein Beispiel. Deisebund, die ausgebaut wird. Zu wieviel Prozent recht man die da ran? Das machen wir ja nicht nur wegen dem Klimaschutz, das machen wir ja für das Land nicht komplett am Stauen geht. Das heißt, du hast Ausgaben, du kannst also es wäre relativ einfach für eine riesige Milliardensumme zusammen zu rechnen. Wie gut, wenn du einfach schon immer gehst, den Traum an Deisebund holen, an das sind die 2 Ausgaben, sind mehr wie alles das, was zum Beispiel am Energiebereich muss. Und gut, ich meine, wir wollen da nicht völlig Fantasieschiffern an die Welt leben. Ich meine, das ist ein Prozess, den nur erschafft wird. Aber wo du dann eben dezidieren, okay, wie viel Prozent von einer Eisenbahnschienen oder auch von all Zucht, die fehlt von der CRL, recht man an den Klimaschutz mal dran. Da kommen wir auf Milliarden. Ne? Komm auf 6 Milliarden, wenn man nicht investieren. Ich meine, das war die 12, die man chiffriert hat. Wir wissen, dass es ein Budget ist. Wir wissen, dass Prioritäten noch von der Regierung die sind, dass man die Klimaziele auch erfüllen. Und ich kann just einfach garantieren, die sollen nicht investieren, die Rechnung viel mit teuer an 10, 20, 30 Jahren. Und das, so wie man am Weltring gesagt hat, das ist kein geringer Plan, das ist kein blauer Plan, das ist kein roter Plan, das ist wirklich ein Klimaplan für Lützeburg, die wirklich nötig ist. Also das ist kein Luxus. Ja. Das ist kein Luxus.
Laurent Schmidt von Reporter.lo schon eng froh am Dokument steht auch Klimabonus ging vereinfacht gehen ich mein, dat go net ugeschwart und du kein Apps dazu so an die zweet froh die ich hat die hat ein OPC an den Klimabiergerrot erwähnt das hat beabflusst mit von den dort rapport gelesen war am von Chlor das mis méi schnell méi Tempo an den Klimaschutz kommen an dat ha se net a priori do nur aus grad bei der CO2-Steuer so wann den dat gesinn huet wat den Herr Haas firstalt huet da geht ja so just raus fir wat woll den du net direkt méi ambiioun hunn an dann fleisch auch méi frei bei der Klimaneutralität ukomme wie dat dann am Klimagesetz steht. Klimabonus Vereinfachung ja. Also du eng Tü an Optrag gin, dass man gucken, wat man an de gesetzlichen Texte. Weil das do wo ein schon den Grundstehen gelöscht geht bei am Fong Herno die Überprüfung von den Dossier gemacht gehen für das Modell wenn weg durchfiel gucke wo können man do vereinfachen Grund von den Überschaffung von den Texten der das habe ich die Mann am Gang ist die würde auch nicht übersteht sie weil das do wann die gut gemacht ist da können wir nur wirklich vereinfachen an der umlaufen das Verwaltung die Idee matt möchte zu denken zusätzlichen Konsultant dass der den der dann dass man digitalisieren da tun ich auch schon am Hirsch nach gesucht dann das auch tatsächlich so dass man am CT Summe schaffen für dort bestehend Regime Hummer schon zum D komplett digitalisiert das waren die mir einfach Regimen du will man da machen bei dem Klimabonus funden dass man der dort nur an den Digitalisationsfas kriegen du laufen da noch und ich hoffe dass man du mich später frei können weggeschnecker so wo man du dro mir hun auch Leute beikrieg das war auch ein Deelbestand von den Tripartit-Akkorden die am Hirsch geholt gesehen wo man ganz wichtig fand dass wo man du wirklich will nach weiter ausbauen an die Regime dass man dann natürlich auch Leute und die Hölle finden die Dossier bewälsche weil sonst können wir immer mehr droplehnen und wir kriegen nicht mehr evakuiert die Stadt gemacht die Leute sind do die schaffen an gesinn schon ganz li und Zullen dass der schon greift der Tisch löse kommen du aber an eng Verbesserungsphase und der Tierstu wird Vereinfachung und Digitalisation an den zwei nächste Schritt hoffen dass man du necker krank mir sehr gehen voilà. Die Zweetfro war CO2-Steuer also ich menge mir hunn ein Objektiv hun 50% mir Orechen den en einem auch dass man die heutigen Trajektoire vom CO2 weiterfuhren an Schmenge wat so wichtig ist als Methodologie dat ich das eng Progression ran an dat ändert das mir hunn die sozialsten Klimasteuer a ganz Europa, wenn mir 50% von der Revenuen holen an net einfach so wie an der Schweiz und all Biergerrecken, wie wenn man 50% von der Revenuen holen an se bewusst und die 40% Leutrecken, die am mansten abkommen. Von do hier wäre mir der Meinung, dass das Datei eng also das eng Weiterfäierung von engem Modell, den sich bewährt hat, weil große Konsens wird an der Gesellschaft an eben noch an engs den sozialen Deal mat aufdeckt. noch eng Remark zu dem letzte Punkt. Dat geht alles nicht schnell genug an de Klimabiergerrot hat gern eichter. Ich muss so die Grafik do gucke vom Stadtec, wo sie dann sech eng Croissance zwischen 2005 und 2050 von 222% rechnen, dat sind 2,7% PIB-Croissance pro Jahr. Man eng Verdöblung von der Population die kommt awerball op 100% Klimaneutralität 2050. Ich fand dat relativ impressionant. Dat setzt voraus, dass man immens dass man eng große Progress hun an den Technologien setzt auch voraus, dass man an all denen Bereiche, wo man muss sieft bei de Schuldieren, sieft an der Mobilität, sieft an den ganz realen Bereiche, dass man do muss wirklich iwwer die nächsten 27 Jahre an das nimi lang, dass man do muss wirklich seriös erformen. Also das ich fand, dass der am Anfang echt impressionant ist als Resultat, weil dat tut ja alles, dat ganz tut ja eng immens Inertie an der Industrie, wenn du investiert, dann investiert op 20 Jahre an der Regel, wenn eng neue
Anlage kauft für Glas zu produzieren oder Stuhl oder was auch immer. Das sind lange Investimenter, die schwer umzuorientieren sind. Und ich meine, das ist die ganze Challenge von der ganzen Sache. Und ich muss sagen, wenn man das hinkriegen, so wie das Stadtdeck das vorausgesagt, dann sind wir zu den makroökonomischen Prädiktionen, dann meine ich, haben wir gut geschafft. 20 Mal méi Solarenergie webit méi sorry dat eng Herkules aufgab wat man do mechen si noch net mat d'accord, dats Di so dat findet ambizees wg net. Ich will just erinnern auch, dass die Proportion op der eng versive Fachung wär vum Tarif vun Haut eng versive Fachung. Ich will just erinnern, dass net Schiedverein sich kann ein Elektroauto haut lichten, aber mat Leiit will noch matwellen as wichtig, dass auch matgehol gin an der verschiedene Leute hätte schon gern haut alles. Ich hätte auch gerne, dass man eng Klimapolitik mache, wo Bierger mat machen, an dass auch Schiedverein sich kann lichten, ein Deal zu sie von der Lesung und den Deal vom Problem. Ja, mein Joel Adami von der Vox. Ich gif gern eng Vorstellen zum Thema Green Finance, da das Lohai erstaunlicherweise gut nicht zu Spruch kommt, wenn in die letzte Pneck gelesen du hast aber ziemlich viel über die Lützburger Finanzplatz dargestanden. Also da die Bussen gefielt wird schon bei eng Reklamsbroschüre für die Lützburger Finanzplatz, die Pneck. Also eng froh, die ich gerne stellen, durch Stunden im Strand bis 2020 so 20% von den Geldflüssen, die auf der Finanzplatz getätigt gehen, ob Green Finance umgestaltet gehen, als das steht das Gerin dran, als der einer Zoll dran, an wie weit sind wir da? Die andere Frage, die bezieht sich auf Tax d'Abonnement. Da gibt es ja ein reduzierter Tax d'Abonnement für Green Finance. Du also für kurzem an einer Question parlamentär rauskommt, dass just ein einziger Fonds davon profitiert, sind du am Pneglo auch Mesuren drauf, für das vielleicht die Zollfläche ein bisschen abzusetzen, weil das schenkt man da ein bisschen wenig zu sehen, dass just ein Fonds davon profitiert. Du steht an den heute Leuten ass neiich zusätzlich zu der doter Thematik dran net Welt fichers, wenn man do heng zusätzlich mesureure nach definiiert, weil die einfach du am Ampneck schon eng Reihe mesureure dran, die solle natürlich weiterlaufen. Bleibt ficht schon du si immer auch dro noch finanzministerisch as du ganz an favor davon mir sind noch du schaffen, man mir noch du Instrumente kreiert, wo man die Plattform, die man kreiert tun, wo man weiter man den du schafft jetzt gucke wie kre man du wirklich nach méi Unterstützung auch méi zulaufen, die dote fungen. Dat selbst laufend geschieht an sowieso immer auch am Bereich von der Klimafinanzierung sind wir auch stetig am Gang dat auszubauen mit zusätzlichen Investimente, die man machen auch an Ausland für auch do klimafreundliche Projekte zu entwickeln, für auch Länder verschiedene mehr resilient zu machen. Das ist laufen Bestrebungen sowohl bei unserem Ministerium, aber auch am Finanzministerium für die dorten Mesuren umzusetzen und die auch in Zukunft noch zu verstärken. Das hält uns in Zukunft un. Und wir haben noch in der nächsten Woche noch spezielle Evenemente, wo wir das ganz konkret werden adressieren. Merci. Question par rapport à la taxation du carbone. Das wird essentiel für die Market. Essentiel, pardon. Question par rapport à la taxation du carburant et donc j'ai vu le point sur la taxe CO2. Je voulais savoir s'il était prévu à l'avenir de taxer davantage le kérosène aérien qui aujourd'hui est beaucoup moins taxé que le carburant routier ou de chauffage. Merci. Alors la taxe qui est die Tax die im Moment hier gesehen hast, die ist auf verschiedenen fossile Energieträger wie Gas, Masut, Benzin und noch Diesel, den Kerosin ist halt nicht dran. Den ganze Flugverkehr geht ja im Moment auch über den ETS, den auch erweitert gehen aus dem Flugverkehr auch aufgedeckt. Die Stadt ist wirklich etwas, was schon läuft, wo auch weiter hier soll ausgebaut gehen. Und auch so ein Kerosinstax, das ist etwas, was wirklich Lande lang schwer kann bewältigen. Dafür gibt es den AKO, das ist eine internationale Flugorganisation, die wirklich die Datenzuchten von Decisionen matt kann entwickeln. Wir können das jetzt nicht am Alleingang machen, aber das ist wichtig, dass trotzdem ein Quell, die wir weiter müssen am Arbe halten, mit den richtigen Instrumenten du auch ambitiös europäische Politik weiter gestalten.
David Marquez de Quotidien. Man wisst alle gut das Value als Lorraine formal gefrot wie weit as het meiglech op Basis von engem nächsten Koalitionsakkord, dass de Kneck Misdroge, weil verschiedene Parteien, die man dann Fall gehen hu schon lo gedeiht, dass Klimazieler wie das Lo definiiert se vielleicht hin zu weit kind go. Also ich kann just für Chance hun Regierungschef zu bleiben. Der Analyse zu machen, regelmäßig anzugucken, wo muss nach nur gebessert gehen, wie margier zu machen. Das nicht responsabel während einer Wahlkampagne Klima zu machen, wie man das Apps gegen Leute wird. Es geht hier um Menschen. Es geht just um Menschen. Ich war bei den Leuten, die Überschwemmungen hatten. Ich war bei den Leuten, die Tornado hatten. Ich war bei den Bauern, die wegen der Drischen nicht produziert haben. Ich habe die begegnet. Aber wenn Elo meinte, so lo während dieser Wahlkampagne so, dass Klimapolitik falsch wäre, ich hätte gemeint, dass der Präsident in Amerika nicht drin gewählt gewesen. Und ich hoffe, dass wir heute Lützburg nicht auf dem Populismus werden fallen, für die Klimapolitik als puren Opportunismus zu machen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben, wenn wir als Lebensqualität schätzen und appreciieren, dass wir für die nächsten Generationen als Haut drücken, für dass sie dieselbe Lebensqualität auch in diesem Land können beibehalten. Haut nicht agieren, kannst die nächsten Generationen viel mehr suchen und sie verschiedene suchen, die Sachen, die man nicht rückgängig gemacht haben. Hier geht ja drin am Moment für die Klimakatastrophe, wenn ich kann sagen, zu stoppen. Wir wissen, dass man verschiedene Sachen nicht mehr rückgängig gemacht kriegen. Nicht mehr rückgängig gemacht kriegen. Mit Situationen verschlimmern, wir irresponsabel. Aber wenn eine Partei meint, sie müssen bei den Klimazielen alles nur innen oder Rabais machen, aber wenn kein Klimaziel mehr gehen, ich kann nicht so nicht schwierig mit mir. Nee, rein formal, also möglich, dass Plecken geschafft sind. Plägers also Gesetztext mir sogar Gesetztexte können immer geändert gehen. Natürlich ist das möglich. Ich mir probiert lo dat op Schiene zu setzen mit dem Wissen gewisse wo man lo hun dazu mal wo mir so das lo wichtig, dass man die dote Jalo nach sitzen und der nächste Regierung weiter zu schaffen an wann sie will aufändern, da kann natürlich net aufändern den net durch man Sänger Regierung dann so validiert können. Wer allerdings nicht am Sinn von all den Bierger Befragungen, die man bislo hatten, das muss ich einfach wissen. Ja. Nicht am Sinn von der nächsten Generation. Voilà. Klimapolitik ist nicht nur, was Bierger Apps gefragt haben. Es geht auch darum, wie Land mir an Zukunft den jungen Leuten noch los, an die nächsten Generationen. Es ist nicht nach verkauft, ich habe keinen Kanner. Ich muss mal sagen, wie Land mal haben an 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn es Haut egal ist, wie heute zu Lützeburg mit Klimafrauen gemerkt gehen, wie war kein Problem da wäre. Es sind immer bewusst gehen, vielleicht als Junge, wo ich Männer, die einen Jungs sind mehr engagiert für das Klima. Ich bin als Junge, wo ich vielleicht Männer engagiert. Ich kann nicht sagen, das war ich vielleicht liberale Premierminister bewusst, dass Klimafrohen froh sind, wo es geht, auch wie die Zukunft von diesem Land auch ist. Also, Mach schauen zum Wort van in die sektorial CO2-Zieler guckt dann noch der Entwicklung, dann als die Industrie eigentlich Surge kann van den ab 2021 guckt. Wie kriegt den dort trotzdem dort Betrieber hin die energetische Transition zu packen, weil ihr noch guckt die last déjà Woche gowet jo eher Anmeldungen, dat die Betriebe einer Surgen hummer Entlosungen. Wie kriegt den dort den ökologischen an den ökonomischen Wolle man den vereinbart? Also ich meine die Novellen, die gouf bei denen Betrieber, die Schwierigkeiten haben oder die Plätze aufgebaut haben, Dupont-Tegin und Husky für es nicht zu nennen, das waren zweimal ganz verschiedene Gründe, die nicht mit ihrer Klimapolitik zu tun haben oder mit Investitionen, die sie in dem Sinn müssen machen. Das waren einfach Marchen, die entweder weggebracht sind oder Approvisionnementer, die nämlich da waren. Ich meine, am größten Ganzen, ich habe nicht gesagt, an meiner Intervention, Betriebe an der Industrie haben effektiv eine große Forstinertie, das ist so. Dass die groß schwere Investimenten, die für eine längere Zeit gemacht gehen, und du findest das man agil wie vielleicht in anderen Bereichen. Aber was ich gesehen habe, dass ganz viel
große Entreprisen schon ArcelorMittal genannt, mé auch ein Guardian, die an den neuen Uwen investiert huet, die viel Manner Emissionen produziert. Eng ganz drei andere Industriebetrieber, die auch Investimenter annoncéiert hunn, die alle gut in der Richtung gi vu viel méi Energieeffizienz vu viel Manner Emissionen. Da selbst wat man encouragieren durch als Ädeninstrumenter, dat hue doch gut funktioniert. Die wird das Legislaturperiode ungefähr 95 Millionen Euro und Ädennetz bezahlt, die eng half Milliard Investimenter ermöglicht tun. Und ganz viel von denen Investimenter sind in Richtung von Energieeffizienz, von Emissionenreduktion gang. Voilà, ich meine, das ist natürlich etwas, was man noch weitermachen muss, wo man noch mehr cibléiert in die Richtung gehen. Und dann sind ich auch guter Hoffnung, dass man das hinkriegen. Das geht natürlich auch hier mit einer europäischen Industriepolitik. Die wisst, dass Europa insgesamt in der Pression ist von Drittländern, wo nicht mehr denselben Obklare produziert wird, was das CO2 angeht, wo dann eben Produkte an Europa rankommen, die mehr billig sind und die als Produkte konkurrenzieren. Dafür ist es wichtig, dass man auch Mesuren holen op de Grenzen wie den CBAM, den Carbon Border Adjustment Mechanism, wo eben die so Produkte taxiert gehen, für dass die europäische Produktion auch kann geschützt gehen und dass sie können, dass als Betrieber dann noch die Transition können machen, ohne der deloyaler Konkurrenz zu ausgesetzt sie als Drittländer. Voilà, ich meine, du sieht man natürlich an einem europäischen Kader, wo man daran bewegen, an dem man natürlich alles en mesure setzt, für als Betrieber zu Lützeburg an die Richtung zu kriegen. Gibt noch Fragen? Ja, ich habe richtig verstanden, dass 595 Millionen Euro Eltern eine halbe Milliarde Investitionen ausgegeben. Nein, das ist 95 Millionen. Hört noch die Fragen? Ich habe noch eine Stärke. Von der viel? Madame Dienstwirtschaft und Thomas hatten für eine Million ungefähr gesagt, dass die Regierung nicht favorabel wird par rapport zu dem ETS 2. Würdest du finalement politisch durchsetzen am Conseil oder wer ist das? Ich gehe den Deel vun der Antwort an der Kaffeechte Klute nach komplementéieren. Dat so dats effektiv et schwierig ass van de wees, dat en Dommer am Fong zusätzlich Belastung kind bringen fir am Fong net direkt verursacht sinn Verbraucher, die man haier net am Fong die direkt Hersteller vun enger vun App. se neue Regime, wo man so net wär eigentlich Not, wenn man schon ein bestehendes System hummer der CO2-Tax, die auch so opgedeelt, dass wie man so hunn, war man net an favor fir komplett neues System dran zu kree, wo man so net trich fësse wie eng Nusse krit. Bon, mir gemerkt, dass man nicht lang sinn an dass man auch net andere Memberstaaten do gesinn wie eng Richtung der tote geht. Am Hünner dafür angesagt, dass man do die Mechkeit dran fir eng Derogation zu machen, die es dann erlaubt, als System de mal lo hun könne beizubehalen, wo man Tisch muss en Deel an europäischen Fonds abbezuelen. Social Climate Fund net ze nennen, wo man aber trotzdem gräessen Deel vun als Rezepte kennte fir ausbehalen. Dafür konnte man nur modellieren, dass man die Systemlose wie man d'emblée war nicht, wo man so tun, das drüber freie, wenn man schon ein System am Platz hun den ziemlich gut, also das nicht bei viele Länder der Fall. Länder die überhaupt noch kein Tax mehr Länder die Tax Länder die gut keinen Umverdelungsmechanismus wie mehr in Hund ist das ziemlich divers in Europa an wie das mehr gutes System hat, dann wollte man den noch behalten. Das ist alles gesund. Das ist auch eine Reform von der Energiebesteuerung. Das sollte man wissen im Kontext von Ja, aber die könnten nicht richtig führen, weil bei der Energie am Moment eben einer Prioritäten wären, also das ist die Energiebesteuerungsdirektiv, und die ist schon an der Majorität, die ist an der Unanimität, das ist, da ist nicht einfach für führen zu kommen. Gut, ich bin nicht optimistisch, dass da viel geschieht auch in den nächsten Wochen. Herr Feist?
Ich provoziere dich nicht nach froh. Also, so, merci, das Fischenquete-Publik lebt, das wichtig, dass Bürger auch da können Matt machen, wie nicht gesagt, dass wir den Input auch wollen verschaffen. Der Bild von dem Ganzen als Leute mattuellen. Er geht nicht um Leute zu bestrafen, geht nicht um Leute zu verbieten, geht wirklich um Leute matt zu holen. Das steht, wo ihr versteht, dass ein Deal von der Lösung ist, wenn das auch matt möchte. Voilà. Ihre Grüße, merci. Alles von